Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F. Und wie ihr seht, wir sind gerade mitten in der Pubertät. Uns wachsen hohe an ganz komische Stelle. Unser Gliedmaße, also Arm und Bein und sowas, die werden lang und schlaksig. Ja, genau. Sieht ein bisschen komisch aus. Unser Klamotte passen uns nicht mehr richtig. Es ist nicht einfach so in der Pubertät, das kann ich euch sagen, ne? Okay. Wir gehen mal weiter. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Ahnung, wo man hin solle. Ich probiere jetzt einfach mal da hinzugehen, weil das sieht schon komisch aus, ne? Also, da war ja da die komische Wand und da konnte man ja quasi nichts machen. Und deswegen gehen wir da jetzt halt hin, ne? So ist das Plänchen. Da ist zum Beispiel auch so eine komische Wand. Halt. Wo ist das? Ach ja, oh. Jetzt habe ich schon das komische Zeichen auf dem Buckel, jetzt kann ich wahrscheinlich neue Tiere. Ach so, jetzt kann ich die ganze Tiere doof machen, ja. Ja, okay, aber die meisten sind halt unnötig eigentlich. Ne? Ja, egal. So, ich sehe, dass da was ist. Brief von einer Frau. Du bist wirklich geheimnisvoll. Du verstehst genau, wie ich mich fühle, obwohl wir uns seit Jahren nicht gesehen haben. Liest du mich einfach wie ein Buch? Oder fühle ich genau das, was du willst? In letzter Zeit glaube ich, dass selbst ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Mysteriöses Higashi. So, gibt's so... Oh, da ist noch was. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Wir sind im Moment recht gut ausgestattet. Also wir wollen grundsätzlich alle Tiere aufmachen. Ja, komm, machen wir einfach wie immer, machen wir alle Tiere auf. Also eins links, dann rechts, dann wieder links. Und an die Decke gucke. Ja, das sind so... Okay, das sind gleich zwei Tiere. Guck mal, machen wir die doof. Einfach... Ja komm, ne, ich will die da aufmachen. Das sind ja recht viel jetzt gerade. Ja. Okay. Jetzt kalt hier. Oh. Leid was? Feierlicher Brief. Das Siegel soll dich als unser Eigentum kennzeichnen, als Beweis für dein eigenes Opfer von Körper und Geist. Ob du wach bist oder in süßem Schlaf versunken bist, freudig sollst du dienen. Auch wenn das Fleisch verrottet und die Knochen zu Staub geworden sind, sollst du dienen. Ja, dann. So, da ist zum Beispiel so eine Wand. Kann ich da... Uah! Irgendwie, ne, noch nicht wirklich was machen. Okay, gut. Dann... Komm, wir legen mal was in den Schrein. Ja, das da zum Beispiel. Das legen wir jetzt einfach da hin. Jawohl. Komm, speichere du mal an, wenn wir schon mal dabei sind. Einfach, weil wir es kennen. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, komm. Du Arsch. Ey, so haben wir nicht gewettet, Kollege, gell? So nett, Kollege. Ach, wir machen doch die Puppe-Cap kaputt. Jetzt weiß ich, was du dauernd so Geräusche macht. So. Auch aber schon ordentlich lang, ne? So. Ich habe übrigens immer noch nicht geguckt, wie das blöde Capcom-Spiel heißt, wo man den Samurai spielt, der dort dann Samurai-Zombies verschnitzelt und dann die Seele von denen aufsaugt und so durch dann XP und Energie kriegt. Ich weiß es immer noch nicht. Ach, wenn ich doch nur jemand hätte,
so eine Schattenredaktion quasi, die man das No Google kennt. Aber will ja nicht zu viel verlangen. So. Ne, wir gehen zurück. Wir machen jetzt einfach alle Tiere auf, oder? Das ist jetzt so, also... Moment, da ist noch ein Tier. Ein bisschen besser umgucken, weil, ne? Ist mir ja auf den Kopf gefallen, wollen wir ja nicht. So. Aber eigentlich war das schon richtig da. Ich muss jetzt nicht unbedingt zu dem Frischtel da übergehen. Ah ja, okay. So, also 2 starke Schläge hintereinander geht deutlich besser wie... So. Wie stark, schwach, stark, schwach, stark, schwach, stark, schwach. Also geht genauso gut. Okay, wir haben nur noch Dir. Geht grundsätzlich genauso gut, aber da ist der Gegner schneller platt. Also der zweite starke Schlag, Nonana, der ballert schon ordentlich hin. Ist da noch einer? Ich sehe doch. Leitet noch was? Oh ja doch, guck, da leitet noch was. Arare. Ach, stimmt. Da ist es so. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo war man doch, wo es rechts noch runtergegangen ist. Komm mal her, komm mal da runter. Ich komme nicht hoch zu dir, das... ich komme doch hoch zu dir. Was ist das? So. Okay. Ich habe mich halt immer gefroht, wann ich Dito platt mache, was so das komische Geräusch ist, wie wann was kaputt geht. Ja, genau das ist es. Es ist das Geräusch, wann du die Pupuköpfe du kaputt machst. So, jetzt wissen wir's. Haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, aber wir machen trotzdem weiter. Okay. So, hier, wenn hier schon mal so wunderbar so ein Speicherding da ist, dann werden wir das natürlich nutzen. Okay. Also 3 große Health Packs, 6 kleine, ein Haufen Pille. Aber wir haben volles alles quasi. Ich besiege die Monster? Wo? Hey. So, Moment, die sind schon mal down. So, ich habe gerade ein bisschen ein Problemchen. Und zwar, ja, nicht das auch, ja. Problemchen ist eher, Moment. Aber genau das, dass meine Katze in der Nähe von mir ist. Au. Und mir jetzt fleißig über die Tastatur nascht. Ami, lass das doch.
Das stört schon ein bisschen gerade. Thank you very much. Sorry. Ist halt so. Einfach nicht drüber nachdenken. Besser, wie wenn es mal über die Tastatur latscht. Auch Mädchen. So, sorry, die helfen mir beim Kämpfen. Habe ich ja nicht mehr so viel Angst. Lass mal kurz gucken. Wir müssen uns ein bisschen umslotten. Und zwar das Higashi würde ich gerne da unten hin machen. So. Gibt es da noch ein paar Sachen zu finden? Was ist das? Verband? Oh ja. Ja, komm, dann nutzen wir gerade mal Verband. Wir haben jetzt nämlich so viel. So. Moment, ich muss mal meine Tastatur anders hinstellen. Sonst meint mein kleines Kamilein, dass er da drüber latschen darf. Okay. Moment. Also dann gehen wir dann doch lieber. Ach so, da komme ich gar nicht hin. Ich will mich halt gescheit umgucken. Ah, guck, genau das meine ich. Noch ein Verband. Jetzt aber, was haben wir aber? Viele Verbände. Okay, da hinten geht noch ein Tier raus. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Ja, aber das ist ja. Nee. Kann ich nicht aufmachen. Da bin ich ja hergekommen. Okay, alles klar. Ist so gar kein Ding. Ich will ja nur, dass ich nichts verpasse. Okay. Dann muss ich wohl da hier. So. Also das war jetzt soweit mo ganz ganz gut. Und da hinten jetzt wahrscheinlich das dritte Ritual sind oder so, schätze ich. Ah, guck. Bin ich mal gespannt, was ich jetzt mache. Wann er mal wirklich jetzt der Kopf abschneidet oder was, mir Fuchskopf aufmacht, das wird schon heavy. Dann gucke ich ihn aber mit ganz anderer Aua an, sag ich euch. Also uns geht's irgendwie gar nicht gut. Guck mal, wie man schwanke. Das ist schon mal nicht gut. Wenn ich schon einen Spichel vorgehalten kriege, ich glaube wirklich, dass jetzt der Kopf dran ist oder was. Das ist jetzt aber... Wie soll das gehen? Achso, ich kriege einfach eine Maske. Ja, das ist dann einfach, oder? Aha, Moment, du Leidemesser, ne? So einfach... Nee, oder? Muss ich das auch selber machen? Alter. Ich kann mich noch erinnern an dem großen Wandbild. Die eine Frau hat den Arm abgeschnitten gekriegt und die andere hat das Gesicht abgenommen gekriegt. Also... Jetzt, ich will das eigentlich nicht direkt ziehen. Das ist ja nur die erste Hälfte. Jetzt kommt das Fiese. Hoffentlich sieht man es nicht. Also so lang man's. Ich muss es nicht genauer sehen. Okay, ist. Ich kann wenn ich ein bisschen größere Google-Löcher hinmache.
Jetzt werden die Augen gelb, oder? Hättest nicht einfach eine normale Maske Hake, du? Ich meine ja nur. Aber guck mal, bei dem Fuchsfuzzi, ne, ist die Maske A so verwachs. Also, Look into my eyes. Look at me. Look into my eyes. There. No more pain or suffering to be had. Calm yourself. That's right. No more pain or suffering to be had. I will calm myself. Very good. That's my Hinako. Yes. Thank you very much. So, let's go. Yes. Let's go. also das Püppchen, du meinst ja gut mit uns, ne? Aber irgendwie du musst komplett ignorieren einfach. Ich meine, Finally. I have been reborn. ich habe ein bisschen was zu meckern. Ich habe ein bisschen was zu meckern. Ja, es ist hier wieder alter, weißer Klugscheißer, welche? Anna gesehen, dass er unter der Maske geblinzelt hat. Wie macht die das? Was ist mit den Auendeckel da? Ich weiß nicht, wie das heißt. Da, wo die Wimpern drasen. Wie heißt denn das? Die Auendeckel halt, ne? Die sind doch mit dabei, wenn das so abgeschnitten wird. Also eigentlich dürfte sie doch da gar keine mehr haben. Oh, warte mal, da leid was. Ein dicker Kamm. Gut. Okay, ja, genug gelästert. Ist jetzt nicht irgendwie, also bäh. Einfach nur bäh. So, haben wir schon noch irgendwie was Cooles? So, achso, ja, warte, ich will ja noch ein bisschen, haha, Ausrüstung. Fuchsarm hatte man schon. Bestiengestalt. Der erweckte Fuchsarm, der unglaubliche Kraft besitzt. Ah ja, das habe ich schon rausgefunden. Beste Gestalt erwecke. Während man sich in der Bestiengestalt befindet, kann man sich wieder in den Normalzustand zurückversetzen. Das Kutsu-Siegel wird aufgebraucht, während du in deiner Bestiengestalt bist. Wenn du den Fuchsarm jedoch zurückverwandelst, bevor das Siegel aufgebraucht ist, bleibt das Siegel teilweise gefüllt. Richtig. Spezialangriff. Während du mit R1 angreifst, kannst du mit R2 einen verheerenden Angriff starten. Wenn du den Angriff länger gedrückt hältst, kannst du noch mehr Schaden verursachen. Das haben wir doch aber alles schon gehabt. Fuchsarm. Fokusangriff. Erwecken. Ja, das haben wir auch schon gehabt. Haben wir das jetzt einfach? Okay, Erkundung. Karte. Sammelgegenstände. Gegenstände überprüfen. Gegenstände untersuchen. Maske des Fuchsclans. Aha. Mit Hilfe der Maske des Fuchsclans kannst du nun im dunklen Schrein verborgene Geheimnisse sehen. Halte L2 gedrückt, um Fokus zu verwenden und an bestimmten Orten versteckte Pfade und Hinweise zu entdecken. Aha. Das ist des Pudels Kern. Wie Goethe schon geschrieben hat. So. Also hier ist nichts Verstecktes. Kann ich euch sagen. So, das regeneriert sich jetzt so wieder, oder? Ja, gut. So, Moment, Karte gucke.
bin ich denn da hinten gerade? Also da muss ich eh wieder den Endweg dort zurückgehen, wo ich gekommen bin. Und da habe ich jetzt nur Kamm gefunden oder was? Wir hätten auch ein bisschen mehr Hile kennen. Ich meine, ich habe da gerade mein Gesicht verloren. Also nicht verloren, ich weiß, wo es ist, in der einer Kiste. Aber, ey, jetzt mal ohne Quatsch, ich habe halt wirklich gedacht, ey, die werden mir jetzt nicht wirklich den Kopf abhacken und eine Naja drauf flanschen, oder? Aber Braved so much. Come. The others await us. wer sind die anderen und was habe ich dabei noch freigeschaltet? Fuchsmaske. Er versprach mir alles, was ich mir jemals wünschen könnte, um zufrieden zu sein. Ein Leben voller Komfort, solange ich lebe. Ein Status, auf den niemand herabsehen könnte. Und am wichtigsten, endlose Liebe für mich. Für all das werde ich ihm alles von mir geben. Körper, Geist und Seele. Ich werde ihm sogar das geben, was ich mein ganzes Leben lang vehement verteidigt habe. Meinen Willen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Von nun an werde ich ihn alles für mich entscheiden lassen und einfach tun, was er sagt. Das ist, was Glück für mich bedeutet. Das liest sich wie der Hochzeitsschwur von einer Frau im Patriarchat. Oder was, Matriarchat? Also, ne? Wie eine extrem unterwürfige Frau. So liest sich das. Und das ist doch nicht Hinako. Gerade das ist sie nicht. Ah, guck mal, da war ich noch nicht drin. Die war zu. Dann gehe ich natürlich gucken, was es da gibt. Dass es Gegner gibt, welche? Scheint nicht so. Wie, du kann ich jetzt halt runtergehen? Ich will aber eigentlich nicht herkommen. Ich gehe mal runter. Aber eigentlich will ich die Anadierte aufmachen. So, da ist zum Beispiel so Wand, ne? Maske des Fuchsclans. Mit Hilfe der Maske des Fuchsclans kannst du nun im dunklen Schrein verborgene Geheimnisse sehen. Halte L2 gedrückt, um Fokus zu verwenden und an bestimmten Orten versteckte Pfade und Hinweise zu entdecken. Wenn du im dunklen Schrein einen verdächtig aussehenden Bereich entdeckst, verwende Fokus und zieh dich gründlich um. Jetzt weiß ich ja endlich, wie der Tempel da heißt. Das ist der dunkle Schrein. Aha. I must take. So. Okay. Aber ich will erst noch mal gehen. Da war eine Weile hinten noch ein Tier. Die haben wir nicht aufgemacht. Die haben wir vorhin nicht aufgekriegt, soweit ich weiß. Aber jetzt will ich mal gucken, ob ich so aufkriege. Und ich beeile mich ja schon. So, geradeaus nieder. Da hinten. Die da meine ich. Ich weiß halt nicht, wo sie hinführen kennt, aber mal gucken. Vielleicht geht es ja gar nicht auf. Ja, geht auch nicht auf. Ach so, da sind wir hinkommen wahrscheinlich. Ah, okay. Also gut, dann... Ja. Okay, jetzt will ich natürlich doch noch mal gucken, ob man nicht doch noch was findet. Und vergess. Ja, komm, wir gehen runter. So. Okay, aber jetzt haben wir alle drei Prüfungen oder Rituale oder wie es heißt, haben wir jetzt halt bestanden, oder? Also da kommt jetzt nichts mehr. Also ich kriege jetzt nicht noch Bäh ab oder so. Kriegen wir das A irgendwie gezeigt? Also zum Beispiel do, ne? Die Tiere da. Okay. Da ist noch wirkliches Wasser. Das ist nicht irgendwie ein Schriftstück, was ich nehmen kann. Weil es ist nur göttliches Wasser. Ernsthaft jetzt? Ein bisschen wenig, ne? Hey, hallo, ich habe eine Wand zerschmelzen lassen. Okay, hier geht's gerade weiter.
Ja, ich weiß schon, wo das jetzt hinführt. Es führt halt einfach zu der Wand, wo ich da vorhin hingehen wollte, weil ich nicht wusste, was da ist. Genau da führt's hin. Aber erst gucke ich mich natürlich überall um. Ja, guck. Protokoll des Hausarztes, 16. Februar. Es ist ein Wunder, wie kann das sein? Die Symptome der beiden Töchter haben sich dramatisch gebessert. Ach, das waren die, wo plötzlich auf alle Viere rumgelaufen sind. 18. Februar. Beide Patientinnen haben sich vollständig erholt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Könnte dies ein Phänomen sein, das mit Wissenschaft nicht erklärt werden kann? In der Literatur gibt es keinen Hinweis auf eine Krankheit oder ein Gift, das zu einer so grausamen Krankheit führen könnte. Eine so dramatische Genesung wie die der beiden Töchter wurde ebenfalls nie dokumentiert. Jetzt flüstern die Hausmädchen über einen angeblichen Fluch. Doch ich kann sie nicht länger ausschimpfen und darauf bestehen, dass die Wissenschaft alles beweisen kann. Okay, das ist natürlich doof. So, da leidet noch schrumpeliges Schrumpelpumpel. Da ist noch ein Taiko. Und ein Gong. Da hängt ein Schnurres. Oder ist das ein Batarang? Oh, Emma, cool. Eine Holztafel. Lege sie nach dem Aufschreiben deiner Wünsche in den Hokura zurück. Hokura, nicht Hokura, egal. Okay, ich muss jetzt quasi nochmal alles abgehen, weil es kann ja eine Kamera, wo ich Schummo war, noch so Tür sind, welche? Ja, kann, ist aber nicht so. Gut. Genau gucke. Ne? So. War da hinten nicht auch noch so Wand irgendwo? Ah, das ist das, wo ich, also das da jetzt hat, wo ich gesagt habe, wo man dann ja noch hätte können, noch rechts gehen, aber nee, scheinbar nicht. Aber das da sieht schon seltsam aus. Okay, ich laufe einfach ein bisschen rum. Sind da jetzt keine Gegner mehr? Guck noch, ob ich irgendwo ein paar Tiere finde. Also, nicht Tiere, aber so Wände, wenn ich schon nicht herkomme. Ich gehe nochmal in die Mitte zu dem Hokora. Weil, okay, also da muss ich auf jeden Fall hin, das ist klar, ne? Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Da hinten ist noch eine Wand. Okay, das hat jetzt... Ah, guck mal da. Nicht so viel gebrungen, weil die war ja quasi schon uff, aber... Da ist noch eine, guck mal. Ja, okay, es ist jetzt einfach... Ah! Ach, guck mal, du kriegst ja die Wände so ein bisschen angezeigt. Ah, ja. Gut. Da vorne auch noch eine. Dann machen wir das einfach, oder? Weil wir es kennen. Weißt du? Einfach, weil wir es kennen. Machen wir alle Wände weg. So. Da ist noch Annie. Da in der Mitte bei dem Schrein. Eigentlich sogar zwei. Das da, bin mir nicht sicher, ob das da was ist. Dürfte es relativ gewässt sein. Ah, da hinten natürlich noch, ne? Okay. Quasi noch rechts gehe? Ja, da hinten sehe ich schon Annie, ne? Das wird die Sinn, wo ich hin wollte. Ja. Das ist die, wo man rausgehen kann, genau. Haben wir da unten noch irgendwas? Sollen wir nochmal ganz zurückgehen? Mal schon mal da sind, oder? Und gehen wir noch hier. Aber da hinten dürfte es eigentlich theoretisch nichts mehr geben, ne? Also das ist kein so, ja. Da sind wir ja runtergekommen. So. Wir gucken jetzt nochmal da rechts hin und dann gehen wir auch noch rechts. Das ist so, wo ich schon gesagt habe, ne? Da war dann so ein Zäunchen, aber ja, nee, da kannst du nichts machen. So. Wir werden dann da Durchgang. Was ist denn das da? Ja, mal gucken. Ja, ich gehe jetzt einfach mal da hin, ne? Geradeaus und dann links. So. Ich scheine hier
Gegner mehr tot zu sind. So, jetzt müsste da hinten noch eine Wand sein. Das ist die, wo der Speicherraum ist. Wenn ich nicht komplett falsch bin. Ja. So, jetzt sind da. Jetzt sieht's doch gut aus, oder? Haben wir irgendwo noch einen Raum, wo man nicht hinkommen? Ich sehe nichts, ne? Also alles. Waren wir sowieso. Ich gucke jetzt da gleich mal oben. Ich will halt einfach nichts vergessen, ne? So, Haupthalle. Kommt mal überall hin. Hier war das Dingens. Ah ja, ein bisschen rauszoomen könnte man. Was ist denn das da eigentlich? So. So könnte man noch hingehen. Das müsste das da sein. So die Treppe, die geht dann da hoch. So wie es aussieht. Könnte man auf alle Fälle mal noch hingehen. Ah ja, ich will ja, wo sind wir dann? Speichere. Beziehungsweise, ich habe ja Kammgried und sowas. Das tun wir jetzt erstmal schön alles abgeben. Das da bringt mir halt gar nichts. Antiker Kamm bringt mir nichts. Gibt man mal gleich ab. Zack. So, dann haben wir noch 9 von 11. Göttliches Wasser. Verstand. Mann. Ausdauer. Also Erste-Hilfe-Gedönse haben wir. Maximaler Verstand und das ist Ausdauer. Und ansonsten haben wir einen Haufen Gesundheit. Ich würde gerne Ends opfern, aber das kann ich nicht opfern. Ja, komm. Ends lassen wir da. So, ich werde es wahrscheinlich bereuen. So. Guti. Also, Plan sieht folgendermaßen aus. Wir gehen da nun. Oder da nuff. Wir gehen da nuff. Wir gehen irgendwo hin. Ziemlich sicher, dass wir irgendwo hingehen. Ich würde halt gerne da unten hingehen. Und da komme ich hin und unten. Also, gehen wir jetzt halt ein Stückchen runter. Ich würde da unten. Ne? Da will ich hin. Das heißt, zurück, Marsch. Das wird jetzt relativ. Uff. Jetzt gucke. Ah, ich muss da hin. Ah ja, genau. Da hin, da runter. Und dann gucke, ob das noch stimmt. Ja, genau. Da hin, da runter. Dann da links jetzt hat Nuff. Leider schon wieder was? Nein, das ist einfach nur der Griff. Guck mal, da leidet schon wieder was. So. Echt mal gucken, ob es so hinten noch so komische Wand gibt. Nee, leider nicht. Oh. Ja, hier geht's, glaube ich, nicht mehr weiter für mich, oder? Oder komme ich da durch? Nee. Komm doch nicht mehr hin. Dann lassen wir das. Dann gehen wir jetzt halt an die Wand und gucken mal, was hinten dran ist. Ich hoffe, dass ich dann... Jetzt bin ich falsch. Nee, richtig. Ich hoffe, dass ich dann rauskomme. Also aus dem dunklen Schrein. Immerhin haben wir gelernt, wie er heißt, ne? Also was so, dunkler Schrein halt. So, da hinten ist noch die Endwand. Die wichtige Wand, sag ich mal. Hinten ist er hell. Da ist das, ich, ne? Schöner Garde. You are breathtaking, Hinako. Kleiner Fairy, hä? Ich hab schon immer gewusst. Warte mal, kann ich da... Oh, da lag ganz viel Zeich. Göttliches Wasser, Verband, Erste Hilfe... Ich habe so das Gefühl, es kommt der Endgegnerkampf. Der Endgegnerkampf. Der Evil hat auch noch einen Haufen Zeich, ne? Noch ein Pill. Noch eine Erste-Hilfe-Kaste. Oh, ihr Leid, ihr Kinder. Das gibt was Größeres. Bin ich mal relativ sicher. So. Bevor gucke, also ich bin komplett voll beladen. Haufen Verband. Wie viel? 4 Erste-Hilfe-Kasten, Alter. So, stellt Ausdauer vollständig wieder her. Ein göttliches Wasser. Verstand.
So, jetzt pass auf, jetzt tun wir zuallererst mal uns vorbereiten auf Endgegnerkampf. Ah, ne, das war falsch. Und zwar mit dem Higashi haben wir schon drin. Dann hätte ich da oben gehen. Das göttliche Wasser. Ja, zu dem kommen wir gleich. So, pass auf, das göttliche Wasser machen wir da unten hin. Ja. Und so weiter. So, jetzt hat hier, was haben wir hier? Maximale Ausdauer, maximale Gesundheit, reduziert den Verbrauch an Verstand beim Fokussieren. Das lassen wir einfach so, ne? Wir haben ja eh nichts Besseres quasi. Gesundheit nach Besiegen eines Gegners. Beim Benutzen eines Wiederherstellungsgegenstands wird die Aktion nicht durch normale Angriffe unterbrochen. Das ist eigentlich recht geil. Da kann ich mich dann heilen, ohne dass mich der Gegner rauskloppen kann. Das ist aber... Nee. Ich behalte Desto. Ah, speichere. Wichtig. So. Alles klar. So. Du kleiner Furry, du. Kommen wir mal zu dir. Geh ich vor? Oh, ich wollte mich noch umgucken, aber das geht jetzt automatisch. Proceed. Okay. Yes. Stehen links die Frauen, rechts die Männer oder wie? The others are celebrating us. Sicher, dass das sind sehr introvertierte Feiernde, merke ich gerade. Ich kann mich noch ein bisschen umgucken. Okay. Kann ich da abhauen? Zurückgehen? Nee. Zurückgehen kann ich nicht. Okay, dann... Ja. I wish you all the best in your new life. Danke. Guckst denn du so? Hey, Moment. Das war Geierkopf. Hat er die gesehen, weil? Das war keine Fuchsmaske. Die hat irgendwie, eine Habichtmaske gehabt oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall war das der Schnabel. Die, wo gesagt hat, es war wahrscheinlich die, wo gesagt hat, I wish you all the best in your new life oder sowas. Sehr seltsame Pflanze, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Oh, da hat der dabei. Aber schön, ist schon St. Martin oder was? Und die Choreografie hier. Erinnere dich, der Name ist Shimizu Misako. Wieso hat er denn jetzt plötzlich Kette in der Hand? Der hat doch aber noch Laterne gehabt. Will ich mich jetzt aber nicht auspeitschen mit dem Ding, oder? Alter, geht's noch? Today is such a happy, perfect day. So happy. Rinko? Because today, Hibika will die and be gone for good! Rinko! I'll die. I'll be gone for good. Just like you want me to. I swear. So forget all about me. Just live and be happy. I won't pursue you! I will scour every last trace of your name from my memory and the world! I want you gone! Aua. Okay, die hat mir die schöne Bild zerbrennt. Jetzt gibt's Haue. My Das geht name doch gar nicht.
My name is Shimizu Misako? Shimizu Hinako! Ach, fast war nur dran. Okay, Endgegnerkampf. You knew how I felt, but you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko! I was such an idiot. You had me fooled the whole time. I didn't fool you about anything! Alter, was war denn das? Ja, wo kommen die her? Au, oh, es wird Zeit. Alter. Okay. Alles noch. Alter, wo kommen die ganzen Gegner her? Und warum? Hau die nicht. Ist nie geht. Whether or not you're happy, it's up to you! I don't deserve any of this abuse! You want to be happy, work for it! Ja, Change ja. your fate! Ich muss so weg. Ich muss so. Sorry. Ich wollte jetzt unbedingt das komische Dingens so futtern mit der Ausdauer. Oder was das war. Und das wollte ich unbedingt futtern, weißt du? But you kept deceiving me. I hate you with every fiber of my being. I never wanted this. I never wanted to see you like this, Rinko! I was such an idiot. You had me fooled the whole time. I didn't fool you about anything! Hinako, of all the nerve. So, aber so. Jetzt hat das Ausdauerding gefressen. Und dann gewechselt. So, gut. Diesmal achte ich ein bisschen mehr
auf mich. Ja, ja. I'll place a curse on you. You'll never know happiness. Whether or not you're happy Ich is komme up gar to nicht you. rein. So, ich will jetzt mal ein bisschen, welche hier so auf eine Ausdauer achte. Ey, Saro! Ist so gut! Hopp, hopp, hopp! Es ist so gut, es ist so gut, I es ist so don't gut! deserve any of this abuse. Alter! You want Jetzt to be lass mich happy? doch in Work Ruhe, du for it. Aldi! Change your fate. Du Aldi Schabrack! Echt jetzt? Ey, ich komm doch gar nicht mit dran, die. Ja, komm, ist gut. Verstanden. Alter, welche wie sie jetzt alle auf mich zurennen, die Ache. So. Alter, ist so gut. Alter. Ah! Okay, ich verstehe jetzt. Jesus, nein. Ey. So, die rennt jetzt auf mich zu, da. Die rennen alle zwei, die Dipscher. Ah, ich hab's noch, jawohl. Jesus, nein. I never wanted to see you like this, Rinko. But I'm very happy. Dick, hätte ich mal In the länger. end, we finally got to tell each other how we truly feel. The name Shimizu Hinako means nothing to you. I hope you find peace, Rinko. Hinako. Shimizu. Shimizu Hinako. Shimizu Hinako. Shimizu. I am Shimizu Hinako. What's wrong? I You are Hinako, of course! am I. You are Hinako! Yes. I am Shimizu Hinako. Or not. I am Hinako. Exactly. You are my Hinako. Die hat jetzt ihren Nachnamen, Mimi. Weil sie jetzt ihm gehört, wie wenn man heiratet tut, weißt du, dann verlierst du ja den Nachnamen als Frau natürlich, wie sich das gehört im alten Japan. Oh, wir haben wieder zwei normale Ehen. Aber das Hemd ist noch zerrissen auf dem Buckel. Okay, wir haben da es Brandmal nicht mehr, aber
Okay. Wir sind noch vorm Haus vom Schuh. Hm? Ja. Geh halt dran, bevor er auflädt. Moshi? Hinako? Das ist die Schwester. Ah, nein, ist die Mutter. Mom, Please come home. Dinner's ready for you. Hinako, time is running out. How much longer will you stay here? Junko. It's nice to see you, Hinako. Hat hier Fuchsmaske an. Something Das war die Vogelmaske, wo ich vorhin, die wo mal alles Glück gewünscht hat. like your usual self. I feel the same. The Hinako I know is still just a little girl. As you are now, you're the one who seems like someone else. Junko. The fact that you're alive means you've made it here, yet you're still lost all the same. Lost. I've already told you countless times. This will be the last time I repeat myself. You must decide your future. It doesn't matter what anyone else says. The decision is yours, and yours alone. But please, remember this one thing. You can't think about it forever. You're running out of time to choose. And if you were anyone else, your time would have run out long ago. Junko. Rinko. Steige den Berg hinunter und gehe zur Shimizu-Residenz. Da hinten ist das komische Licht. Ich guck nochmal, kann ich nochmal hingehen? Mein Baseballschläger ist noch soweit in Ordnung. Hab ich jetzt wieder... Ah ja, ich habe wieder die Waffe. Okay. Ihr Leid. Es ist verwirrend. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist verwirrend. Ich gucke mich hier natürlich jetzt trotzdem noch ein bisschen um. Moment. Erstmal ein bisschen lesen. Guck mal, die hat jetzt auch die Vogelmaske da. Junko hat mir immer gesagt, der schnellste Weg zum Glück bestehe darin, so zu leben, wie die Gesellschaft es von Frauen erwartet. Wenn es einen schnellen Weg zum Glück gibt, dann muss es auch andere Wege geben. Einmal, als ich klein war, zeigte mir Junko in einem Rätselbuch, wie ich aus einem Labyrinth herauskomme. Sie zeigte mir zweifellos den schnellsten Weg hinaus. Doch was ich in diesem Moment fühlte, war nichts im Vergleich zu der Freude, es selbst herauszufinden. Der schnellste Weg zum Glück besteht darin, so zu leben, wie es die Gesellschaft von Frauen erwartet. Und genau das will sie auch nicht machen. So. Jesus, nee. Ich glaube, der wichtige Satz ist der da rechts oben. In mir existieren jetzt zwei Hinakos. Shimizu Hinako, die ich seit meiner Geburt kenne, und Hinako, eine Frau, die versucht, meinem alten Ich meinen Körper zu stehlen. Deswegen hat sie die ganze Zeit gesagt, sie heißt Shimizu Hinako. Und als dann der Fuchsfutzi
gesagt hat, irgendwie, ja, du bist jetzt mein, du bist Hinako, hat sie nie mehr gesagt, ich heiße Shimizu Hinako, sondern nur noch Hinako. Also quasi, ne, sie macht das, was die Gesellschaft von ihr erwartet. Sie fügt sich dem Mann und gibt sich dem Mann hin oder fügt sich ihm unter oder wie man das heißt. Also, und hat sie ja selber geschrieben, sie will jetzt auch gar nicht mehr selber denken und keine eigenen Entscheidungen treffen. Das darf jetzt alles der Mann machen oder so, weil wird wohl so erwartet oder so. Nichts geht mir mehr auf die Nerven, als wenn andere Leute versuchen, Entscheidungen für mich zu treffen. Ne? Das sagst du nochmal. Selbst wenn das, was sie sagen, richtig ist, geht es mir einfach gegen den Strich. Ich mache lieber 100 Fehler selbst, als den Anweisungen anderer zu folgen. Das führt allerdings zu einem einsamen Weg, einem Weg, auf dem ich niemandem zuhöre. Ich möchte die Art von Person werden, die wirklich zuhören kann, was andere zu sagen haben. Natürlich liegt es immer noch an mir, wem ich zuhöre. Jemanden, dem ich vertrauen kann. Jemand, an dessen Seite ich gehen kann. Es ist allerdings nur eine Möglichkeit, vor den echten Problemen, die ich mit meinem inneren Selbst habe, wegzulaufen, wenn ich lange Listen von Dingen erstelle, die ich hasse. Ich muss mich zusammenreißen und mich dem stellen, was in mir ist, auch wenn ich nicht mag, was ich sehe. Am wichtigsten ist es mir Zeit zu nehmen und sorgfältig über Dinge nachzudenken, bevor ich eine Entscheidung treffe. Es ist schön, wenn ich einen Satz lese und noch dabei über den letzten Satz nachdenke. Also interessant hier, ne? Sie hasst es, wenn andere Entscheidungen fasse treffe, aber auch hier, sie ist hingegangen zum Fuchsfuzzi und hat halt gesagt, ey, ich opfer dir das Wertvollste, was ich habe, meine eigenen Entscheidungen, also die Entscheidungen zu treffen, das überlässt sie jetzt alles ihm. So, da hinten ist immer noch zu. Okay. Dann gehen wir mal da vorne raus. Ich könnte das Fahrrad nehmen, jetzt können wir den Berg wieder nur fahren, oder? So. Ach, das ist Strohselamp. Ich meine, das Like wäre you said, Junko. I'm running out of time. Hang on, you two. I'm coming for you. Ich kann da jetzt da durchgehen. Okay, Moment. Ich muss da jetzt wieder ganz hoch gehen. Also der Nunage wird wohl jetzt nichts bringen, aber der Uni ist ein Schrein. Ja, dann lassen wir den Schrein. Ich gehe jetzt Nuna, oder? Nee, so. So, lassen wir den Schrein sein. Und holen wir lieber hier die Pille. Oh ja, ich muss mal nochmal Energiegedönse gucken. Junge, das hat schon ein bisschen Kost, der Kampf, weil. Ja. Ich kann runter gehen, außen rum. Oh, das ist gleich. Fuchsding. Ich will halt. Oder ohne ist es Schreien. Okay, das ist schon mal gut. Ist da oben am Baum irgendwas? Nein. Ich gehe da neben nun, ne? Aber langsamer. Weil ich nämlich die Vermutung habe, dass da jetzt bestimmt gleich Gegner kommen. So. Sieht aber noch einigermaßen ruhig aus. Oh, da lag noch ein Baseballschläger. Also die Axt behalten wir auf jeden Fall, ne? Ist der Baseballschläger besser wie das Brecheisen? Weiß ich nicht. Wir können mal kurz Größevergleich machen. Ist auf jeden Fall. Wir behalten das. 3 verschiedene Waffen ist in Ordnung. So. Aller gut. Und dann fangen wir zuallererst mal an, ne? Wir haben ein neues Emma. Und wir brauchen Gesundheit oder Verstand oder Ausdauer oder Omari. Kann nicht weiter erhöht werden? Ja, das hat sich dann natürlich erübrigt dann. Also Verstand. Also, ich gehe wieder auf Gesundheit. Einfach weil
In der anderen Welt klappt es mit der Ausdauer deutlich besser. Sagen wir mal, wie es ist. Deswegen gehe ich auf Gesundheit, ne? So. Okay. Dann ziehen wir uns noch Omamori, wenn wir es kennen. Kirschblüte verstärkt die Wirkung von Gesundheit wiederherstellenden Gegenständen und Omamoris. Aha. Gut. Das finde ich jetzt nicht so gut. Gut, das finde ich jetzt halt nicht so gut. Sehr schön. Gültliches Wasser, Verstandschade, Ausdauer. Ich habe 5 Verband noch. Das sind 2 Slots, die davon belegt wären. Erste Hilfe kannst du noch. So, dann machen wir hier eine kleine Speicherung. Ungefähr so. So. Schnapp uns wieder unser Baseballschläger, weil der cool aussieht. Und dann machen wir uns Moje auf den Weg da nunna. Moje geht's weiter, ihr Leid, okay? Wo ist mal Fade-Out-Button? Hier. Tschüss. Moje geht's weiter. Hehe.